Und das Kadabra sieht das und macht sehr, wir haben mega Angst, aber wir protzen einfach weiter. Willkommen zurück zu unserem Huhn in Pokémon Run, wo wir mit einem hohen Pokémon versuchen, Champion zu werden. Wir sind der Brick oder auch der Colin und wir starten zuversichtlich in der Run. Weil letztes Mal haben wir Gewaltdruck gemacht und ich bin ziemlich enttäuscht gewesen, wie lange das gebraucht hat und wie viel Mühe das hatte an der Top 4 und am Champion. Darum hoffe ich einfach mal, dass Logok besser ist. Unser Rival ist der Luc da, weil der Willi letztes Mal einfach ein bisschen versagt hat und wir wollen einen stärkeren Rival. Darum, Luc, willkommen als Rival. Ich hoffe, du machst deinen Job gut. Ja, wir folgen dem Professor Eich und der gibt uns Logok zur Auswahl, was recht geil ist. Das ist ein voll entwickeltes Starter-Pokémon am Start zu haben. Logok ist für Kampf. Das erste von diesen 3, die nachher noch in der folgenden Generation kommt. Schreibt mal in die Kommentare, welches euch ein Lieblings davon ist. Mein Lieblings ist Verkokel aus der 5. Generation. Aber Logok finde ich auch ziemlich cool. Die Leute wollen mal wissen, wie cool Logok überhaupt ist und wir zeigen es, indem wir einfach mal sein Shigi zerstören. So ist es eben. Manchmal starten wir einfach gut. Und er will es gerne noch mal wissen, er hat das Pokémon mehr, das auch schon ein höheres Level ist, aber ja. Das Problem würde ich das jetzt nicht nennen. Und wir gewinnen dann den zweiten Rivalenkampf. Ja, darum machen wir uns schon auf den Weg. Und wir haben nämlich gehört, dass die erste Arena hier oben wartet. Und der Typ, der hypt jetzt schon richtig ab für den Arena-Kampf. Ich meine, hört euch mal die Musik an. Und mit dem Flow von dieser Musik starten wir auch unseren Kampf gegen den Rocco. Und sein Kleinstein, tschüss. Sogar Feuer ist gut. Ich meine, gegen das Onyx, schau wie viel Schaden das Feuer macht. Und der Burner. Perfekt. So wollte ich das sehen, Logok. Du machst das schon ganz gut. Ich bin richtig zufrieden mit dir. Und somit haben wir auch den ersten Arena-Orden. Das heisst, wir machen uns auf Richtung Mondberg, wo wir zu all unserem Glück ein Fossil finden. Wo wir dann gerade einfach mitnehmen, weil ich meine, es liegt im Weg und jemand muss es mitnehmen. Aber wir brauchen es ja schlussendlich nicht. Der Luc hat es aber auch nach Azuria City schon geschafft, wo er uns nochmal herausfordert. Und er ist schon ein bisschen besser geworden, aber wir haben Double Kick, der uns recht gut hilft. Und wir schaffen es schlussendlich auch, seine Pokémon zu besiegen. Sie sind noch nicht so das Problem. Er hat zwar schon 4, aber ja, easy. Er erzählt uns von Bill, der sich in ein Pokémon verwandelt hat. Ich frage mich, ob der Luc in ein Pokémon verwandelt hat. Who knows, who knows? Aber weil wir so ein lieber Mann sind, wir zurückverwandeln und er ist dankbar und gibt uns ein Bootsticket. Weil wir gerade schon in Azuria City sind, gehen wir auch gerade zu der Misty, um sie zu battlen. Mal schauen. Sie starten mit Sterndu und ich mache einfach mal Double Kick. Und kein Problem, das geht weg. Aber der Double Kick macht überhaupt nicht gegen Starmie. Und mit ihrem Heal heilt sie sich. Ich level auch 1 auf und mache Energiefokus, dass ich mehr Volltreffer habe. Und ich lande auch ein paar, wie ihr seht. Und es heilt sich die ganze mit Genesung auf. Aber schlussendlich lande ich dann doch noch im richtigen Moment die richtigen Volltreffer. Und wir haben den zweiten Arena-Orden. Darum gehen wir weiter nach Orania City, wo das Schiff auch wartet, wo wir ein Ticket dafür haben. Ich meine, wer geht nicht gerne gratis auf ein Kreuzfahrtschiff? Und vor allem, wer geht nicht gerne auf ein Schiff, das so geile Musik hat? Nachdem wir ordentlich abgewiped haben zu dieser guten MSN-Musik, treffen wir auf den Luc, der irgendwie wieder komische Daten auf dem Schiff macht und er fordert uns natürlich zum Duell raus. Und wir haben unseren Lieblingsmove gelernt, und zwar Protzer, der unseren Attack-Stat boostet und unsere Defense. Und dann sehen wir, wie viel Schaden jetzt Double Kick macht. Es muss einmal treffen und das schaltet dann aus. Eigentlich radikal. Super effektiver Move. Längt.
Wir finden auch heraus, was die Leute da drauf wählen. Und zwar jetzt der Schneider wählen und hat irgendetwas in dem Captain seinen Tee gemischt, aber wir können ihn mit einer guten Rückenmassage wieder zurückholen, dass es ihm wieder gut geht. Dann auf dem Weg nehmen wir schnell den Major Bob mit, indem wir schnell durchswipen. Nachher finden wir uns im Rock Tunnel wieder, oder wir finden uns besser gesagt nicht mehr, weil es richtig dunkel ist. Wir laufen rum, suchen den Ausweg nach Lavandia, aber who knows, wo es durchgeht. Das Internet vielleicht auch nicht. Irgendwann ist, wenn wir nicht immer gegen eine Wand laufen, finden wir es auch raus und schaffen es nach Lavandia. Ja, in Lavandia gehen wir gerade weiter. Haben wir eigentlich gar nicht verloren, da kommen wir später nochmal zurück, sondern wir gehen gerade weiter nach Prismania City, wo wir gehört haben, dass sich Team Rocket versteckt. Und die nerven uns ein bisschen, weil die wollen uns immer battlen und unsere Pokémon klauen und das Logo ist halt schon stark. Und wir finden auch heraus, wer der Anführer ist, und zwar der Giovanni, der uns vernichten will. Und er startet auch mit einem Onyx, wo weniger fies ist. Ich meine, Level 25 und oh, sorry, Level 39. So, nimm zweimal Double Kick und du bist weg. Rihorn lenkt ebenfalls zweimal und Kangama, ja, the same. Ja, wer hat da jetzt Qual erlebt? Wahrscheinlich deine Pokémon Giovanni. Er rennt gerade weg und hinterlässt uns etwas. Für das sind wir auch hier und fordern gerade mit der Arenaleiterin raus und mit unserem Level 40er Logo, das Feuerfeger macht. Ja, ihr seht, wie es diesen Pflanzen-Pokémon geht. Nicht so gut. Tangela geht down und schlussendlich auch Skiflor ist ein One-Shot mit Feuerfeger. Ich hoffe, der Run bleibt so einfach. Ich meine, bisher ist es ziemlich gemütlich und wir haben schon den dritten Orden ohne viel Probleme eigentlich bekommen. Wir gehen zurück nach Lavandia, wo der Luke auf uns wartet, im Pokémon Tower. Ich frage mich immer, was der am gleichen Ort macht wie ich. Und mit Feuerfeger hauen wir einfach das Tauboga weg. Und wenn wir so motiviert sind, machen wir Protzer, um ein bisschen angeben. Und ja, so weiss setzt uns in Schlaf und macht Egelsamen und wir versuchen weiter die Protzer zu machen und irgendwann besiegen wir es auch, aber das ist schon zu spät und Egelsamen besiegt uns schlussendlich. Darum gerade again. Feuerfeger, Feuerfeger. Ja, lenkt Double Kick, ebenfalls gut und Feuerfeger sogar gegen das Vulkan. Ich meine, easy. Hätten wir von Anfang an machen. Dann befreien wir den Herr Fuji, der eine Pokéflöte gibt, um das Schlafen und das Relaxen aufzuwecken. Was wir dann auch machen. Und wir ginken es zweimal, dass es auf den Weg geht, wenn wir ein bisschen fies sind. Und schlussendlich denkt es, es ist genug und verschwindet auch. Merci vielmals. Und wir gehen weiter nach Fuchsania City, wo wir knapp mit einem vergifteten Logo, wie wir am flackernden Bild sehen, ankommen und uns Surfer holen. Und wir hören noch gleichzeitig, dass ein gewisser Ninja-Meister in der Stadt ist, der Arenaleiter ist. Wir denken, ey, fordern wir den mal raus. Letztes Mal hat es so viele Probleme gemacht, vielleicht ist er jetzt ja ein bisschen easier. Feuerfeger lenkt einmal schön zum Smogon besiegen, was sehr angenehm ist, und es macht Slam Half-Life, aber es macht leider Komprimator und vergiftet uns und wir besiegen es knapp nicht und wir sterben. Darum, zweiter Versuch, nochmal neues Glück. Wir haben wieder im Slime gehabt und wir landen einen Volltreffer und darum ist auch das zweite Smogon kein Problem. Wir sind fast full life gegen Smogmog, darum einfach weiter Feuerfeger machen, treffen, macht guten Schaden, es vergiftet uns. Aber ein zweiter Feuerfeger lenkt, um schlussendlich auch Smogmog zu besiegen und somit den nächsten Arena-Orden an uns zu nehmen. Ja, vielleicht sollte wirklich Ninja werden, nicht Arenaleiter. Who knows? Wir fliegen nach Saffronia City, wo wir gehört haben, dass zwei alte Bekannte in diesem Gebäude sind, die von Team Rocket übernommen worden ist. Das Gute ist an dem Gebäude, es hat mega viele Items, die man einfach so mitnehmen kann. Und das Team Rocket-Mitglied stört überhaupt nicht, dass wir das mitnehmen. Darum treffen wir auf den ersten alten Bekannten, den Luke, der uns natürlich herausfordert.
Wir besiegen seine ersten 2 Pokémon, aber nicht bevor es uns wieder paralysiert hat. Und Egelsamen noch geleitet und das Turtok stolt uns einfach raus mit seinem Schutzschild. Dann versuchen wir es gerade nochmal und machen ein bisschen früher Protzer. Und es switcht uns aus. Also nochmal, neuer Versuch. Protzer und Ruckzuckhieb. Wir werden leider paralysiert, aber Ruckzuckhieb lernt, um das meiste zu besiegen. Und auch das Turtok können wir mit Double Kick schlussendlich besiegen. Das Vulkan ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Tschüss, Luke. Also, und die zweite alte Bekannte, die sich hier innen versteckt, ist der Giovanni, der weiss auch nicht, was macht. Vielleicht ist er auf der Suche nach all diesen Items, die ich vorhin mitgenommen habe. Er fordert uns natürlich zum Duell raus, wie sich gehört für einen bösen Schurken. Und wir hauen einfach mal einen Feuerfeger dem ins Gesicht. Also nicht im Giovanni, aber im Nidorino. Und es vergiftet uns leider. Und wir machen Protzer zu spät, und zwar erst bei der Nidoqueen, das nimmt uns mit Body Slam raus. Second Try. Wir machen jetzt Protzer ein bisschen früher, beim Nidorino, dass wir genug stark sind. Und ja, Ruckzuckhieb Lärm. 2 Ruckzuckhieb Lärm für Nidoqueen. Und nochmal 2 Längen. Und einer ist ein Double Kick gegen das Rhyhorn. Jetzt sehen wir, wie das verschwindet. Easy. Giovanni, you lost. Nachdem wir den Giovanni besiegt haben, gehen wir noch in die Arena. Und zwar wartet dort Sabrina auf uns, die so ein Puzzle hinterlassen hat, damit wir mal uns durch überlegen. Aber wir schaffen das natürlich ohne Problem. Wenn wir das so gut gemeistert haben, müssen wir natürlich auch protzen, unser Lieblingsmove. Und das machen wir natürlich auch. Und das Kadabra sieht das und macht sehr mega Angst. Aber wir protzen einfach weiter und machen dann einfach einen Ruckzuck-Hieb, nachdem wir genug geprotzt haben. Schau, wie viel Schaden das macht. Bam! Und weg ist. Dann das Pantimos machen wir mit dem Feuerfeger weg. Das Oma machen wir einen Ruckzuck-Hieb weg. Und das Simsel ist auch One-Shot mit einem Ruckzuck-Hieb. Darum, 6. Arena gehört schlussendlich uns. Also nicht die Arena, aber der Orden. Wir gehen weiter zu der Zinnoberinsel, wo sich ein Arenaleiter in seiner Arena versteckt und sich abgeriegelt hat mit einem Schlüssel, den er in einer alten Villa versteckt. Wieso auch immer, schreibt es mal in den Kommentaren, wenn ihr das wisst. Egal, wir fordern ihn raus. Er heisst Pyro und ist natürlich für Feuer-Pokémon zuständig. Aber Feuer-Pokémon sind ebenfalls unsere Spezialität. Und Protzen ist auch unsere Spezialität. Wie ihr hier gerade seht. Protzer, 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 Protzer. Wir können es nicht sehen. Und das Vulcano, was auch nicht sehen, macht Brüller. Yay, yeah, cool. Wir gehen ins Pokémon Center und unsere HM-Pokémons all schnell ablecken. Damit man nur noch das Logo kennt und Brüller nicht mehr von uns gemacht werden kann. Also, let's go again. Protzer, Protzer, Protzer. Und Ruckzuckhieb, Ruckzuckhieb. Und nochmal ein Ruckzuckhieb. Und nur gerade nochmal. Ah, es überlebt, schade. Aber egal. Es besiegt uns zwar knapp, aber easy. Pyro? Ja. Wir haben deine Arena besiegt und machen uns gleich weiter auf den Weg. Aber der Bill steht im Weg und fährt etwas, aber ich sage mal lieber nein. Wir haben nämlich gerade wichtiger zu tun. Schau, wie er hier am Warten ist. Sorry Bill, ich muss Champion werden. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht nach dem Champion. Wir fliegen nach Vertania City weiter, wo ein mysteriöser Arenaleiter auf uns wartet. Wer könnte es echt sein? Oh, warte, ist das der Giovanni? Wow, wow, what a surprise. Ja, mal schauen, ob er besser geworden ist seit dem letzten Mal. Wir machen Protzer und es macht Grimassen, um es langsamer zu machen. Aber zum Glück haben wir ja noch einen Ruckzuck parat. Und ich sehe jetzt, wie viel Schaden, noch nicht jetzt, aber Doppelkick lenkt immer noch zum Rhyhorn besiegen. Und ich sehe jetzt, wie viel Schaden Ruckzuck macht. Ich meine, im One-Shot gegen das Nidoqueen und jetzt auch gegen den Nidoking. Boy! Ist zwar ein Crit, ich weiß nicht, ob es gemattert hat. Gegen das Nidoqueen hat es etwas, habe ich keinen Critical Hit gebraucht, aber da schon. Who knows? Und als Abschluss tut er uns natürlich noch vergiften. Wow. Hart, aber fair, sagt der Verbrecherboss. Fair! Yeah, sure. Ein bisschen fairer ist der Luke, der uns nochmal testet, bevor wir schlussendlich zu den Top 4 schaffen. Aber sein Tauboss ist schon richtig mühsam. Und zwar kann es Downen reigen, was uns Attack senkt. Ich meine, wir kommen fast nicht durch Simsla durch, das lenkt zwar. Aber schau mal, wie wenig Schaden ich im Turtok mache. Das ist überhaupt nicht sehr besiegt schlussendlich. Wir denken mal einfach ein bisschen mehr Protzer, vielleicht hilft das ja etwas, aber das
Taubos besiegt das leider. Egal, let's try again. Wir haben einfach ein bisschen Glück gehabt und schon wieder Down Dragon. Das guten Anfang, yeah. Und oh, Aquaknarre, wow. Okay, wir brauchen einen neuen Move und das bringen wir auch bei, und zwar Durchbruch. Machen wir noch ein bisschen Protzer und es geht auch nicht für Down Dragon, was richtig gut ist. Wir besiegen die ersten 2 Pokémon und schön Durchbruch aufs Turtok. Wir treffen, PAM! Wow, das ist guter Damage. Das wollen wir sehen. Und ja, das Vulcano, Rhyhorn und Uwei. Über die müssen wir gar nicht reden, die sind jetzt nicht so das Problem gewesen. Wir sehen also wieder Leute. Wir gehen durch die Victory Road durch, schieben ein bisschen Steine rum und schlussendlich haben wir es geschafft und kommen zu der Liga, wo wir einfach straight rein startet. Ich zeige euch jetzt einfach so ein bisschen die Aufnahmen, die gut gelaufen sind und erläutere euch, was die Probleme waren. Bei der Lorelei war das Problem, dass eigentlich alle ihre Pokémon basically auch noch Wasser als zweiten Typ hatten. Das heisst, Feuerfeger ist nicht genug effektiv und wir müssen für Durchbruch gehen. Und fast jedes Pokémon von ihr hat surfen können, was immer gelangt hat. Vor allem, was wirklich mühsam war, war ihr Lamus. Wie ihr jetzt gerade gesehen werdet. Weil durch alles andere kommen wir durch, aber das Lamus macht einfach keinen Schaden und es killt uns mit Surfer. Ja, darum haben wir es nochmal versucht. Und wir haben wieder mit Protzen gestartet. Das Jugon hat das richtig wenig gemacht und als Ausstoß ist für Stachler gegangen, was gerade perfekt für uns ist. Es bringt zwar zweimal ein Schutzschild auf, aber wir kommen schlussendlich auch durch mit Durchbruch. Lapras auch One-Shot. Dann kommt das Problem Lamus. Mit Himmelhieb machen wir fast die Hälfte. Es geht aber nicht für Surfer und wir landen beim Volltreffer. Yes! Und dann kommt noch Sanna, die kein Wasser als Zweityp hat, wo wir auch für Feuerfeger gehen können. Was wir auch machen und schlussendlich besiegen wir sie. Dann als nächstes wartet der Bruno auf uns. Dem sein Problem war, gegen den... warte, es ist der Bruno. Gegen den hat man kein Problem. Weil ja, wir machen einfach Protzer. Und nachher tun wir einfach alles One-Shotten von ihm. Ich meine, schau, wie wenig Schaden sogar effektive Moves gegen mich machen. Der Volltreffer spielt überhaupt keine Rolle gegen das Onyx, wie ihr sogar am zweiten Onyx seht, der auch ein One-Shot ist. Knockjam, One-Shot. Kickli ist zwar schneller, aber One-Shot. Und das machen wir mit Himmelhieb. One-Shot! Who had fought? Nice, Bruno down. Dann Agathe. Dort ist einfach das Problem, dass sie eine Lotterie ist. Oder der Kampf mit ihr ist eine Lotterie. Weil manchmal läuft es gut, man trifft und nachher trifft man nicht und dann kommt Hypnose und alles so verschiedenes mühsames Zeug und manchmal hat man auch zu wenig AP, wenn man wohl nicht trifft. Und all meine anderen Attacken machen nichts gegen ihre Geist-Pokémon. Darum, again, manchmal trifft man, dann macht man ein bisschen Protzen, dann trifft man nicht mit Felsgrab, trifft man wieder und dann macht Felsgrab nicht genug Schaden. Ja, ich meine, das ist ein typischer Agathe-Fight. Was aber auch ein typischer Agathe-Fight ist, ist das. Ich lasse ihn einfach laufen. Ja, ich habe gerade gesehen, 5 von 5 Feuerstürme, die hitten und Hypnose vom Gengar, die uns nicht trifft. Dann der Lance, dort ist auch das Problem unsere Ungenauigkeit der Moves. Und dass der Angriff teilweise nicht genug Schaden machen. Wir überleben knapp gegen das Aerodactyl und meistens kommen wir auch durch das Dragoran durch. Und nachher kommen Dragoniers und dort haben wir keine AP übrig, dann müssen wir für Felsgrab gehen, aber es macht nicht genug Schaden und es besiegt uns. Darum haben wir uns überlegt, wir bringen Stärke bei, dass wir einfach immerhin einen Move haben, der 100% accurate ist. Und Stärke ist ebenfalls ein physischer Move, das ist auch noch gut und hat eine Synergie mit Protzer. Also. Darum starten wir auch wieder mit Protzer gegen Scarados. Das macht uns schon gut Damage. Felsgrab lenkt zum Besiegen, gegen Aerodactyl lenkt Himmelhieb. Dann für das Dragoran gehen wir für Felsgrab. Und dann kommen die beiden Dragoniers, die jetzt mit Stärke ebenfalls One-Shot sind, was ziemlich cool ist. Wenn ihr gerade seht, wieso ich da Level 68 bin, das werde ich euch nachher erklären.
Wir haben es schlussendlich zum Champion geschafft. Und Tauboss ist so mühsam, das sage ich euch jetzt schon. Zum einen, Arrow Ass ist effektiv gegen uns. Zum anderen, Sandwirbel senkt unsere Genauigkeit. Zum dritten, Felsgraben ist auch ziemlich ungenau und dann macht es noch 3-mal Sandwirbel gefühlt. Und ja, wir treffen den mal mit Glück, wie ihr hier seht, und besiegen es natürlich auch. Und dann haben wir gerade nochmal richtig Glück gegen das Rizeros, wie ihr seht, mit Himmelhieb treffen es ebenfalls. Nehmen es auch raus mit einem Volltreffer. Was aber überhaupt keine Rolle spielt, wenn wir es sonst rausgenommen hätten. Und dann hat er weitere mühsame Pokémon, und zwar Simsala. Psychokinese. Ja, mit so wenig Leben wie wir haben und so hoher Special Attack wie Simsala hat, längt es, um uns zu besiegen. Wenn ihr euch gefragt habt, wieso ich vorhin Level 67 war und jetzt im Fight gegen den Champion nur Level 65, liegt das nämlich daran, dass ich das Game laden, aber anstatt das Game laden bin ich auf Speichern gegangen und habe meinen Ladespielstand überschrieben. Und ja, ich habe die ganze Top 4 nochmal neu machen. Cool, oder? Ja, wir haben es dann schlussendlich halt gemacht. Ein paar Level bekommen, ist auch nicht so schlimm. So, wir sind wieder zurück beim Champion mit ein bisschen höherem Level. Und wir haben es nochmal geschafft, den Safe-Stand neu zu überschreiben. Wir haben uns gefragt, wieso ist Gewaldro so viel besser gewesen? Oder wieso haben wir es geschafft mit Gewaldro, aber wir kommen mit Logok nicht weiter? Und zwar kann Gewaldro Double Team. Das haben wir jetzt auch im Logok beigebracht. Und schlussendlich mit einer Combo von Double Team und Protzer haben wir im Tauboss getrotzt. Das macht ein bisschen Downer eigen. Und das Gute ist, nach ein paar Mal Double Team geht es nur noch für Aerial Ace, wie jetzt 100% Treffsicherheit ist damit. Aber das gibt uns genug Zeit zum Protzer machen und es auch wieder aufzuheilen. Und so können wir genug viel Double Teams machen und genug viel Protzers und es macht keinen Sandwirbel von uns. Und so können wir schlussendlich auch das Rizeros besiegen. Dann gegen Simsala sind wir plötzlich schneller mit Stärke besiegt. Dann auch gegen das Turtok mit Himmelhieb ein One-Hit. Perfekt. So sind schon mal die mühsamsten Pokémon von ihm besiegt. Jetzt kommt noch das Kokowai, das wir mit Stärke ebenfalls besiegen können. Und jetzt schlussendlich nur noch das Arcani, das einfach gar nichts hat, was uns Schaden macht. Vor allem mit 5x Protzer oder so. Und wir gehen nochmal für Himmelhieb. Muss wir leider nicht treffen, aber ja, Flammenwurf macht das auch keinen Schaden. Und schlussendlich nehmen wir uns mit einem finalen Himmelhieb raus und werden damit Champion. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben mit Logok den Champion-Titel geholt. Luc, sorry, auch dich haben wir besiegt. Schreib mal in die Kommentare, ob der Willi oder der Luc der bessere Champion war. Ja, wir gehen in die Traumeshalle, wo wir uns verewigen. Und ja, das war es. Ich habe 9 Stunden jetzt mit Logok gebraucht, wie ihr jetzt gerade gesehen werdet. Also etwa 5 Stunden besser als mit Gewaldro. Was noch cool ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich das Game besser kenne bis jetzt, ein bisschen weiss, wo man durch muss. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heisst Hoenn in Kanto und das nächste Pokémon ist Sumpex. Ja, das war es. Ich freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut!